Ein herzliches Grüß Gott bei Bayerisch, Steirisch, Feiner, der Musikakademie für Jung und Retro. Ich möchte euch heute zeigen, wie man ein neues Stück am effektivsten erlernt. Ich habe mich hier für einen Exoten entschieden, einen sogenannten Zwiefachen, ein Wechselspiel zwischen dem Dreivierteltakt und dem Zweivierteltakt. Damit ihr auch nachvollziehen könnt, was ich da gerade mache, habe ich euch die Noten, von mir aus gesehen rechts, mit eingeblendet. Unser neues Stück heißt ein einziges Händel. Ich beginne mit dem vierten Finger auf dem Gleichton als Orientierung. Wenn du jetzt auf die Noten schaust, beginnen wir mit dem zweiten Finger, dann im ersten Takt folgt dann der dritte und vierte Finger auf der zweiten Reihe, dann gehen wir schräg nach oben auf die dritte Reihe, wieder 3, 4, gehen wieder schräg nach unten auf die zweite Reihe, nochmals 3, 4, dann haben wir 2, 3 auf der zweiten Reihe und 1, 2 in der Spreizung, dann nochmal 2, 3 und nochmal 1, 2 in der Spreizung. Die zweite Zeile beginnt wieder mit dem dritten und vierten Finger auf der zweiten Reihe, dann schräg nach oben auf die dritte Reihe, nochmals 3, 4, dann gehen wir wieder schräg nach unten, nochmals 3, 4 auf der zweiten Reihe, dann beginnt der Zug im Zweivierteltakt, 2, 3, 1, 2, nochmals 2, 3 und wieder 1, 2. Der letzte Takt in der zweiten Zeile ist dann wieder ein Dreivierteltakt, beginnend mit 3, 4, dann 3, 5, dritte Finger ist auf der zweiten Reihe, fünfte Finger ist auf der ersten Reihe. Die nächste Zeile beginnt auf der zweiten Reihe mit 4, 5, dann folgt 3, 4, dann nochmals 4, 5, dann nochmals 3, 4, dann haben wir wieder einen Dreivierteltakt in der ersten Klammer, 3, 4, dann wieder 3, 5 und nochmals 3, 4. Die zwei letzten Takte wäre dann 3, 5 und 3, 4. 3, 5 und 3, 4. Die zweite Klammer wäre dann 3, 4, 3, 5, 3, 4 und 3, 4, 5 im Druck. Dies wäre der erste Teil von unserem neuen Musikstück. So, nun beginnen wir mit der ersten Zeile. Übrigens, die Fingersätze, die ich euch gesagt habe, schreibt die ruhig über die Noten drüber, ist überhaupt kein Problem. Wichtig ist, dass ihr immer die richtigen Finger benutzt. Ich beginne mit dem vierten Finger auf meinem Gleichton. Der zweite Finger, dann der dritte und vierte, schräg nach oben, dritte, vierte, schräg nach unten, 3 und 4, dann 2, 3, 1, 2 in der Spreizung, 2, 3 und 1, 2. Ich spiele nun die erste Zeile ohne irgendwelche Notenwerte einzuhalten. Es geht hier nur um den richtigen Fingersatz. Ich beginne schräg nach oben, schräg nach unten. 2, 3, 1, 2 in der Spreizung. 2, 3, 1, 2 in der Spreizung. So, ich spiele dich mal im Fluss noch einmal durch. So, nun beachten wir dann gleich unsere Notenwerte. Die Auftaktviertel ist klar für uns. Dann haben wir im ersten Takt einen Dreivierteltakt, eine punktierte Viertel, die zähle ich mit 1, 2, die folgende Achtel mit und die folgende Viertel mit der Zählzeit 3.
Ich mache nur mal diesen ersten Takt nach dem Auftakt. 1, 2 und 3. Hierbei ist wichtig, dass die Achtel schön breit kommt. 1, 2, 3. So, ich beginne nun von vorne. Ich zähle 2 voraus, bei 3 beginne ich. 1, 2, 3. 1, 2 und 3. 1, 2, 1, 2. Diese Zeile kannst du nur jetzt 5 bis 10 Mal wiederholen und wenn du eine gewisse Sicherheit erreicht hast, dann bitte auch Bass und Begleitung dazu spielen. Hier müssen wir beachten, dass der Bass und die Begleitung die Grundlage jeder Melodie ist. Also sie muss laufen wie ein Uhrwerk. Ich mache das kurz vor, zähle wieder 2 voraus. 1, 2. Du kannst nun die Zeile 5 bis 10 Mal wiederholen und wenn du dir sicher bist, dann gehen wir in die zweite Zeile. In der zweiten Zeile beginnen wir wieder mit 3, 4 auf der zweiten Reihe, 3, 4 auf der dritten Reihe, 3, 4 auf der zweiten Reihe, dann geht es in den Zug mit 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, dann haben wir 3, 4, dann 3, 5, der dritte Finger liegt bereits auf der zweiten Reihe, der fünfte bedient den Knopf auf der ersten Reihe und dann wieder zurück zu 3, 4. Ich mache das kurz vor, ich zähle 3 voraus, 1, 2, 3, 1, 2 und 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2 und 3. Bitte wieder 5 bis 10 Wiederholungen, bis du eine gewisse Sicherheit erlangt hast. Dann nimmst du bitte gleich Bass und Begleitung dazu. Mach das vor. 1, 2, 3. Wieder 5 bis 10 Wiederholungen, dann kannst du ganz von vorne beginnen. 1, 2. Wieder 5 bis 10 Wiederholungen, dann gehen wir in die dritte Zeile. Die dritte Zeile beginnt dann mit 4 und 5, mit 3 und 4, 4 und 5, 3 und 4. Dann bedienen wir in der ersten Klammer 3, 4, zweite Reihe, 3, 5, nochmals 3, 4, in den Druck mit 3, 5 und 3, 4, nochmal 3, 5 und nochmal 3, 4. Ich mache das kurz vor, im Zug beginnend mit 4, 5. So, wieder 5 bis 10 Mal spielen und dann den Bass mit dazu. 1, 2, 3. So, ich beginne von vorne. 1, 2.
erste Teil wäre nun geschafft. Spiele in deiner Übungseinheit den ersten Teil 5 bis 10 Mal durch und spiel einfach deine normalen Spielstücke zum Belohnen. Nun gehen wir in den zweiten Teil. Der zweite Teil ist eigentlich genau das gleiche wie der erste Teil von der Melodie her, nur dass wir diesen Teil nun in der ersten Reihe spielen. Mein zweiter Finger befindet sich auf dem Orientierungston der ersten Reihe. Anspielen tue ich mit dem zweiten Finger den Gleichton der zweiten Reihe. Dann haben wir in dem ersten Takt nach der zweiten Klammer haben wir 3-4 auf der ersten Reihe, 3-4 auf der zweiten Reihe, 3-4 auf der ersten Reihe, 2-3 auf der ersten Reihe, 1-2 in der Spreizung, 2-3 und nochmal 1-2. Dann haben wir wieder 3-4 in der ersten Reihe, 3-4 in der zweiten Reihe, 3-4 in der ersten Reihe, im Zug 3-4 und 2-3, nochmals 3-4 und nochmals 2-3. Ich mache das kurz vor. Zweiter Finger liegt auf dem Orientierungston auf der ersten Reihe, beginnend mit dem Gleichton auf der zweiten Reihe. 3-4 zu. Jetzt kommt der Sprung. Zweiter Finger auf der zweiten Reihe, dritter Finger auf der ersten Reihe. Dann haben wir 3-4, 2-3. Nächste Zeile haben wir 2-5, zweiter Finger ist auf der zweiten Reihe, fünfter Finger ist auf der ersten Reihe. Dann nochmals dieser 2-3er, zweite Reihe und erste Reihe. Nochmals 2-5, nochmals 2-3. Nächster Takt 2-3, 3-4, 2-3. Dann haben wir im Druck 2-4, 2-3, 2-4, 2-3. Dann wechseln wir wieder um einen Knopf nach unten und beginnen wieder mit 3-4, 3-4 erste Reihe, 3-4 zweite Reihe, 3-4 erste Reihe, 2-3, 1-2, 2-3, 1-2. 3-4 auf der ersten Reihe, 3-4 zweite Reihe, 3-4 erste Reihe, im Zug 3-4, 2-3, nächste Seite 3-4 und 2-3, dann kommt der Sprung 2-3, 3-4, 2-3, dann kommt 2-5, 2-3, 2-5, 2-3, 2-3, 3-4, 2-5 und 2-4 auf der ersten Reihe. Ich spiele komplett langsam durch, ohne Bass und Begleitung. Zweiter Finger Orientierungston auf der ersten Reihe, beginnend mit dem zweiten Finger auf der zweiten Reihe auf dem Gleichton im Druck. Sprung 2-5,
dazu Sprung, so, das Ganze spiele ich jetzt mit dem Bass. 1, 2. Sprung. Ihr habt gemerkt, am Anfang des zweiten Teiles war einer dabei, der da gar nicht hingehört hat. Aber macht nichts. Zweiter Teil bitte genauso einstudieren wie den ersten Teil, Zeile für Zeile, Takt für Takt, sehr langsam und merkt euch, der Bass und die Begleitung, die müssen laufen wie ein Uhrwerk. Nachdem wir den zweiten Teil gespielt haben, gehen wir zurück auf den ersten Teil. Dann wird der erste Teil nochmal wiederholt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Reinhören und vor allen Dingen beim Einstudieren. Und noch ein Tipp von mir, lasst euch Zeit. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit, euer Thomas.